Dit is de Breakradio CHPD 107.7 FM in Elmer, Ontario, met Onse Jeschicht. Dit is de Geschicht van de oud-kolonie Mennonieten, die in de 1920 jaar naar Mexico trokken. Nu, en van deze afsnit, redt George Rampel, de schrijver van de Geschicht, van wo de Mennonieten die hier nu in Elmer, Ontario wonen, en wo zich dingen ontwikkelen, en dem dat het immer meer verschiedene kerken heeft. Hier is de rede van de IMMC-kerken hauptsächlich ditmal, van Kitchener, van Elmer, van Bellmill, van St. Thomas en ook van Blenheim. Ik zie hen Rampel en ik wens je een goede ontvang. Onse Jeschicht Nummer 67. Ditmal vertelt wie war der Meier von dem Entstohnen von den vielen verschiedenen Kirchen oder Gemeinden, manch die von Lateinamerika zurückgekommenen Mennoniten in Süd-Ontario. Letztes Mal hat wir angefangen davon zu vertellen, dass in der Kitchener Ontario-Gegend auch mal eine IMMC-Gemeinde entstand. Diese Gemeinde, ihre Kirche, war ungefähr 6 Meilen Süden von Kitchener en Roseville. Op de 268 Seite in Jack Hepner seinem Buch Search for Renewal oder The Story of Rudnaveda IMMC ist ein Bild von der damaligen Roseville Church in der Gruppe Menschen wonen door 1972 ihre Gottesdienste hielden. Wer mal viel mehr Einzelheiten von dem Entstehen in der Anfangsentwicklung von der Elmer, Port Rowan oder Houghton Center, Leamington und Kitchener IMMC-Gemeinden in Süd-Ontario lesen will, das heißt, zoals Jack Hepner dort von Büten beobachtet in beschrift, der soll sich das Buch Search for Renewal, The Story of Rudnaveda IMMC kijken oder liehen und lesen. Man soll dabei aber immer in Betracht nehmen, dass viele von uns nicht unbedingt immer alle Dinge kriegt so sein aus der Nicht-Old-Kolonie. Die IMMC ihre Arbeit mag uns Old-Kolonie sein. Dort entstanden von der Elmer Christian Fellowship Chapel. In Mexiko und sonst wo in Lateinamerika wohnen unsere Lied, die Old-Kolonie, Sommerfelder und Kleingemeinde Mennoniten, meistens in isolierte Kolonien, wo in den Schulen die jüdische Sprache gebraucht wird, die Kinder zu unterrichten. Die weite meiste von ihnen wird in der Kirche auch in Jüdisch gepredigt. Aber Alltag reden weite meiste von diesen Kolonisten miteinander noch Plautdeutsch. Oder wir können auch wohl sagen, unsere Lied ihre Schule und Kirchensprache ist Hochdeutsch, aber ihre Umgangssprache ist Plautdeutsch. Ich glaube, wir können vielleicht auch sagen, dass die meisten Kolonisten in Lateinamerika noch Plautdeutsch denken. Aber einige Kolonien in Chihuahua, wird ihre Umgangssprache übrigens all mehr und mehr Spanisch. Aber in Süd-Ontario, wo unsere Mennoniten sehr verstreut mitten manch Englisch redende Lied wohnen, für Englisch redende Arbeitgeber arbeiten, in ihre Kinder in englische Schulen gehen und dort in die englische Sprache lesen, schreiben und denken lehren, da ändert das bald. Ihre junge Menschen lehren die englische Sprache meistens sehr schwind und sehr gut, so dass die mennonitische Kinder, Jugend und jungbefriede Lied in wenigen Jahren nicht mehr in Plautdeutsch, aber ganz in Englisch denken. Aber die älteren Menschen blieben meistens all dabei, dass sie an Plautdeutsch denken. Das brachte in der Elmer Kirche all in den Anfangs 1970er Jahren ein ganz neues Sprachenproblem. Und das bringt immer weiter für all die von Lateinamerika gekommenen Mennoniten ihre Kirchen oder Gemeinden in Kanada ein Sprachenproblem. Dann, wenn die englisch denkende junge Menschen immer mal plautdeutsche Predigten anhören mussten, und dabei immer mehr gewahr wurden, dass es in der plautdeutschen Sprache keine Bibel gibt, viel weniger noch biblische Kommentarbücher
zum Anhalten ihre Bibel selbst zu studieren, dann wollen sie sich selbstverständlich in ihre englische Bibeln fordern und wollen englische Kommentarbücher brauchen zum ihre Bibel studieren und verstehen lernen. Und in de Elmer IMM-Zeitwerk werden in de Anfangs 1970er Jahren al viele Jugendliche und Jungbefriede Lied, wo nu aus Kenia nach Ontario gekommen wären und al gewandt wären, ganz an de englische Sprache zu denken. Und da wären wie weit am besten Englisch verstanden. Daher ist dort kein Wunder, dass diese jungen Menschen englische Sonntagsschule haben und englische Predigten hören wollen. But 1973 werd dat Elmer IMMC Kirchengebiet al war te klein geworden. Dat fehlt an mehr Raum für Sonntagsschulklassen und für gottesdienstliche Versammlungen. Und weil der Druck für mehr Englisch in dieser Gemeinde al sehr groß geworden war, mögt die Leiterschaft die Entscheidung, dass sie in der Stadt ihre Kirche gerade zu bauen, auf eine separate Stadt mit ganz englischen Gottesdienstversammlungen in Sonntagsschule anfangen wollen für ihre junge Familien, wo nu all sehr danach drängten. Die Leitung sagt dort an, dass es manchmal all viele junge Familien gibt, für denen dort neidig an englische Predigten in Sonntagsschulklassen fehlt. Aber man sagt dort so an, dass die Sonntagsschule und auch die gottesdienstlichen Programme in der Elmer Kirche ganz an die plattische Sprache geholt worden mussten, weil ihre ältere Menschen sich damit noch mehr fühlen und weil sie auch so eine Familie antreiben wollen, wo nun nie von Mexiko nach der Elmer Gegend in Ontario kommen. Im Jahr 1973 fängt die Elmer IMMC Kirche eine sogenannte Tochtergemeinde an, und wo die Sonntagsschulklassen und alle gottesdienstliche Programme ganz an die englische Sprache geholt worden sollen. Ab vererst wird die Davenport Schule in Elmer dazu gebracht, und die ganze Arbeit wird in der ersten Zeit von der Elmer IMMC Kirche ihre Leiterschaft beaufsichtigt. Im August 1974 gab man diese Kirche den Namen Elmer Christian Fellowship Chapel. Und am 25. August 1974 wird einer von der Elmer Kirche oder Gemeinde ihrer Prediger, Neil Sawatsky, als Elmer Christian Fellowship Chapel ihr Pastor ordiniert. Das nimmt aber nicht sehr lang, dann wird das offenbar, dass Prediger Neil Sawatsky en verschiedene Sachen eine andere Stellung nehmen und anders lehrt als die IMMC-Konferenz. In all im Fahrjahr 1976 brach er alle Verbindung nicht nur mit der Elmer IMMC-Gemeinde, aber auch mit allen IMMC-Kirchen oder mit der ganzen Konferenz von Gemeinden auf und formt seine eigene Baptistengemeinde in der Open Bible Baptist Church. Das war eine sehr peinliche Erfahrung für die Elmer IMMC Kirche, denn das reicht durch viele Familien und Freundschaften sehr überein. Etliche Familien wollen auch mit dem englischen Teil von der Elmer IMMC Kirche mitgegangen wären, als sie erst sagen, dass Prediger alle Verbindungen mit dem anderen Part von der Elmer Gemeinde und von allen IMMC-Konferenzkirchen aufbrach, kam dann doch wieder zurück nach der Elmer IMMC Kirche. Nach einigen Jahren spielt ein Part von der Open Bible Baptist Church in Elmer auf und gründet ihre eigene Baptistengemeinde. Diese kleine Gemeinde heißt New Hope Baptist Church, den ihre Kirche ist in Tillsonburg, Ontario. Die Bell Mill Gospel Church in Süd-Ontario. In der Elmer, Ontario IMMC Kirche war 1985 allweiter nicht so reich genug Raum für all die Menschen, die sich da am Sonntagmorgen zum Gottesdienst versammelten. Aber in der Stadt die Kirche allweiter gerade zu bauen, beschloss die Gemeinde, dass sie auf 2 Städten mit einer neuen Kirche anfangen würden, eine an der Bell Mill Road, osten von Staffordville, und eine in der Stadt St. Thomas. Die Bell Mill IMMC Kirche heißt Bell Mill Gospel Church. Diese Kirche oder Gemeinde wird von der Elmer IMMC Kirche im September
1985 gegründet. Ein Schulgebiet 22 Mil osten von Aylmer, Ontario, wohnt nicht mehr als Schulgebruch wird gekauft und als Kirche angereicht. Sonntag am 1. September 1985 wird das gewesene Schulgebiet aus der Bell Mill Gospel Church angesehen. Und Sonntag am 8. September wird durch der erste Gottesdienst geholt. Etliche Glieder aus der Aylmer IMMC-Kirche gingen über nach der Bell Mill Gospel Church, dort zu helfen, den Anfang zu machen. Peter und Anna Kran, Ben und Helen Bickert, Jake und Elizabeth Thiessen, und Prediger David und Helen Friesen und noch andere Glieder wären von den ersten Gliedern in dieser neuen Gemeinde. Prediger Jake und Frau Trudy Heinrichs wären auch Port von dieser Kirche vom 8. September 1985 bis 1. Februar 1986. Die Prediger David Friesen und Jake Heinrichs übernehmen dort die Leitung zum Anfang. Und Peter Kran, der in der Aylmer Kirche als Diakon war, ging als Diakon über dahin. Ben Bickert war in Belize in der neuen Oldkolonische Kirche als Diakon gewesen, was sich diese Gemeinde dort abgelöst hat. Und er wird in der Bell Mill Gospel Church auch bald als Diakon gewählt. Ben und Helen dienen die Gemeinde dort noch als Diakonen vor. Am 8. September, zu ihrem ersten Sonntagmorgen Gottesdienst, versammelten sich an der Bell Mill Gospel Church 40 Menschen. Am zweiten Sonntag saßen 50. In das Jahr 2004 haben sich dort am Sonntag zum Morgens durchschnittlich von 80 bis 90 Menschen zum Gottesdienst angefangen, Kinder mit angeschlossen. Die Gemeinde hat nun 50 Glieder. John Reimer von Port Rowan hat diese Kirche etliche Jahre als Pastor gedient. John und Helen Reimer kamen von der Port Rowan Kirche. Willie und Helen Fair haben da auch etliche Jahre als Pastor-Couple gedient. Willie ist der Sohn von dem gewesenen oldkolonischen Ältesten Wilhelm Fair in Ontario. Helen ist die Tochter von Prediger Dietrich und Elizabeth Ham, wohnen in der Houghton Center Kirche erst lang als Pastor vorgedient haben, dann Lothar in Mexiko in der IMMC Kirche im Dorf 79, auf der Santa Rita Siedlung, und nu in den letzten Jahren in Vauxhall, Alberta. Nu dient Ron Thiessen, diese Bell Mill Gruppe, als Pastor, und Ron und Rita Thiessen kommen von Manitoba. Dort entstanden von der Bell Mill Gospel Church habe ich zum Teil mitbelebt. Aber ich habe mich doch, davon ein bisschen mehr Einzelheiten sagen zu können, noch erst von Anna Kran und Helen Bickert Worte von vertalen lassen. The St. Thomas Gospel Fellowship Chapel in St. Thomas, Ontario. The St. Thomas Gospel Fellowship Chapel in St. Thomas, Ontario ist auch eine IMMC-Kirche oder Gemeinde. Diese Kirche wird auch von der Aylmer IMMC-Kirche angefangen im März 1986. Am 2. März 1986 hält diese neue Gemeinde ihren ersten Gottesdienst, ihre Ansehung. Diese Kirche fängt mit 35 Glieder an. George und Susan Kran wären man diese St. Thomas Gospel Fellowship Chapel ihre originale Glieder. Jake Heinrichs war da am Anfang der leitende Prediger oder der Pastor und George Kran war Gehilfsprediger. Von Dezember 1987 bis Dezember 1989 war Mark Smith diese Kirche Pastor und George Kran
de Gehilfsprediger. De eerste tijd hield de St. Thomas Gospel Fellowship Chapel groep ihre Gottesdienste aan de St. Thomas Forest Park Show. Während dieser Zeit kaufte St. Thomas Gospel Fellowship Chapel groep eine kleine Kirche on Hiawatha Street in St. Thomas. Als Mark en Maisie Smith nur 2 Jahre wegtrokken, hat diese Kirche wie ein Jahr keinen angestellten Pastor. Aber dann, nach einem Jahr, wird George Crandor angestellt als Vollzeit Pastor. Er diente die Gemeinde als Pastor von Januar 1991 bis Mai 1999. Während George Pastor war, verließ die St. Thomas Gospel Fellowship Chapel Group ihren Platz erst von Hiawatha nach Nummer 80 on Elm Street und dann nach Nummer 11 Park Avenue. Und nu holen sie ihre Gottesdienste on Fifth Avenue in St. Thomas, wo sie eine kleine Baptistenkirche gerannt haben. Von Oktober 2000 bis Oktober 2003 war Wilbert Friesen diese Kirche ihr Pastor. Wilbert Friesen dient etliche Jahren auch an der Mount Salem IMC-Kirche als Pastor. Wilbert und Hilda Friesen wohnen nu in Winkler, Manitoba. Von Oktober 2003 hat die St. Thomas Gospel Fellowship Chapel Group Kirche war keinen Pastor gehabt, aber sie haben nu 6 Klassen als Portit Pastor gemacht. Er fängt seinen Dienst im Januar 2005 an. Jake und Maria kommen nach St. Thomas Gospel Fellowship Gospel Group von der Sommerfelder Kirche in Kopenhagen. Die St. Thomas Gospel Fellowship Chapel Group ist 2-mal in Stout ohne angestellten Pastor gewesen, aber George Kran ist all diese Jahre Prediger geblieben, auch wenn er nicht leidender Pastor war. In dieser Kirche versammeln sich nu durchschnittlich jeder Sonntagmorgen ungefähr 100 Menschen für ihre Gottesdienste, Kinder mit angeschlossen. Dort anfangen mit 2 neue Kirchen, die Bell Mill Gospel Church 1985 und die St. Thomas Gospel Fellowship Chapel 1986, geeft die Elmer IMC-Kirche tijdweilig weiter mehr Ruhm oder genug Ruhm, zodat wann neue Familien kommen, die mehr willkommen fühlen können. Nu de Blenheim Mennonite Church in Blenheim, Ontario. De Blenheim Mennonite Church in Blenheim, Ontario ist auch eine IMC-Kirche. Wir kamen dort, dort die Ontario IMC-Kirchen an die Blenheim-Gegend eine Kirche anfangen. Dort fängt so an. In der Blenheim, Ontario-Gegend wohnt 1988 eine Johann-Unger-Familie, wo nur kurz von Chihuahua, Mexiko nach Ontario gekommen war. Diese Familie hat dort Verlangen, Sonntagmorgen zu gottesdienstlichen Versammlungen zu fahren, aber da war keine mennonitische Kirche in der Umgegend. Etliche Leute in der Elmer Gegend wurden mit der Johann-Unger-Familie und mit ihren Umständen bekannt. Das waren Abraham Harders Senior und Abraham Harders Junior und Peter Dicken von der Elmer IMC-Kirche. In diese Lied mögen sich die Mäh und holden aufwechselnd Sonntag zum Morgens die Johann-Unger-Familie nach Elmer, sodass sie dort können an Sonntagsschule und Gottesdienst teilnehmen. Als das bekannt wird, dass diese nie angekommene Familie von Mexiko in so einer Gegend wohnt, wo keine mennonitische Kirche war, fragen viele Ontario-IMCer sich, wie viele andere Familien von Mexiko wohnen da vielleicht noch in dieser Umgegend, wo sie vielleicht auch ein Verlangen haben, zu Gottesdienst zu kommen zu können. Im Bold bemühen Leiter von Ontario IMC-Kirchen sich auszufinden, wie viele mennonitische Familien von Mexiko in der Stadt Blenheim und in ihrer ganzen Umgegend wohnten. Und auf diese Familien irgendwo nach der Kirche fuhren. Diese Leiter fingen dort so, dass in Blenheim und in der ganzen Umgegend eine ganze Anzahl mennonitische Familien von Mexiko wohnten, besonders in den Sommermonaten, wann da gute Verdienstmöglichkeiten wären.
Und sie fangen dort so, dort wie die meiste von dieser Familie keinmal oder meist keinmal war zum Gottesdienst fuhren. Hier muss wir für das Mal aufbrechen. Nächstes Mal vertellen wir weiter mehr von dem Entstehen von den vielen verschiedenen Kirchen oder Gemeinden, manche von Lateinamerika zurückgekommenen Mennoniten in Südontario. But nächstes Mal. Ich George Rempel.